wunderschönen Abend, so schön bist du dabei, ich freue mich sehr. Nimmst du teil in der 9. Rauhnacht? Gestern Nacht haben wir das letzte Jahr verbracht und wir sind frisch gestartet im neuen Jahr. Und ich freue mich sehr, bist du dabei. Du siehst schon, ich bin schon ein bisschen am Räuchern für die Rauhnächte. Und heute ist das 9. Rauhnacht-Ritual. Dazu stelle ich immer ein paar Fragen. Die kannst du dir später dann auch gleich noch aufschreiben, wenn du möchtest. Du kannst dich aber auch ganz entspannt einfach zugucken, denn am Ende der Meditation werde ich sie dann nochmal wiederholen. Das Video ist so aufgebaut, dass ich jetzt eine Einleitung mache und dich nochmal informiere. Falls du die letzten Rauhnächte nicht mit mir geguckt hast, schau auf meinem YouTube-Channel oder ich habe sie unten auch in der Beschreibung alle nochmal aufgelistet. Da kannst du wirklich jede einzelne Rauhnacht nochmal durchgucken und dir die Fragen nochmal stellen, wenn du das nachholen möchtest. Ich teile wirklich jetzt all diese Rauhnächte vom 24. bis zum 6. Januar bzw. 5. 6. Januar und freue mich sehr, dass du dabei bist. Es ist ja wirklich eine sehr besondere Zeit, die Zeit der Rauhnächte. Draußen die Tage sind dunkler, die Nächte sind länger. Es ist eine wunderbare Zeit. Bei den Heiden hat man gesagt, die Tore sind geöffnet ins Universum, in die geistige Welt. Durch das verschwimmen diese zwei Grenzen von unserer irdischen Welt zur überirdischen Welt etwas. Es sind ideale Tage, um Rituale zu vollziehen, sei das mit Tarotkarten, mit Pendeln oder auch einfach mit Räuchern und in sich reinhören. Achte auch darauf, was du träumst. Da sagt man auch, dass die Träume sehr wichtig sind, die man in den Rauhnächten träumt. Den Inhalt der Träume vielleicht auch mal noch angucken. Mach sie bequem mit Kerzen, mit deiner Meditationsunterlage, mit deinem Kalender, den kannst du gerne zur Hilfe nehmen, da wir auch jede Nacht den vergangenen Monat, einen vergangenen Monat des Jahres wirklich nochmal genau auseinandernehmen, was da passiert ist, was für Ereignisse das du da erlebt hast. Und dazu noch ein paar Fragen zum Thema des Abends, was ich dir jetzt schon verrate, der Aufbruch in die Zukunft. Was für eine perfekte Nacht. Die erste Nacht im neuen Jahr, das alte haben wir hinter uns gelassen, um in die Zukunft zu blicken oder in die Zukunft zu schreiten. Falls du da nicht weißt, wie das mit dem Räuchern geht, da kommt gleich eine Anleitung. Wenn du da schon richtig gut Bescheid weißt, spul einfach ein bisschen weiter nach vorne, überspring diesen Teil. Am Ende der Meditation werde ich alle Fragen nochmal stellen, also hier wirklich entspannt entweder jetzt mitschreiben und für dich später machen oder später einfach zuhören und in dich reinhören in deiner Meditation. Da ganz wie du möchtest. Das Räuchern kannst du vor der Meditation oder auch während der Meditation machen. Ist beides wunderbar. Eine wunderbare Angelegenheit. Ich habe absichtlich keine Musik unter das Video gezogen, falls du mal Pause machen musst oder kurz anhalten, dir es zu schnell oder zu langsam geht und du nach vorne und zurück spulen möchtest, dass du dann deinem Ambiente nicht gestört wirst. Und jetzt lege ich noch mal kurz an frischen Guss auf, bevor wir uns dann an die Fragen machen, an das Reflektieren. Wir sind heute in der 9. Rauhnacht, was heißt, wir befinden uns im September des vergangenen Jahres und dazu als erstes frag dich selber, prüfe nach, was ist im September passiert. Hast du vielleicht einen neuen Job angenommen? Hast du ein Kind bekommen? Hast du dich scheiden lassen? Hast du dich getrennt? Das können ganz viele Situationen und Ereignisse gewesen sein. Reflektiere da, was war im September? Was ist da alles passiert? Dann frage dich selber, was war gut und welche Erfahrungen und Ergebnisse möchtest du behalten und mit ins neue Jahr nehmen? Was für Hindernisse und Überwindungen hast du im September erfahren?
Was soll im September des neuen Jahres anders sein als im vergangenen? Das Thema, wie ich es schon verraten habe, ist der Aufbruch in die Zukunft. Wir wissen, dass wir ohne Unterlass auf die Zukunft zubewegen und können nun endlich den Blick nach vorne richten. Wenn du in den letzten Nächten seine Bindungen wer in den letzten Nächten seine Bindungen an die Vergangenheit geprüft hat und sich im Zweifel auch lösen konnte, wird nun eine deutliche Erleichterung spüren. In dieser Nacht können wir mit großer Freude auf die Zukunft blicken. Den Sinn für Möglichkeiten ist geschärft. Du spürst, dass ein Neuanfang möglich ist. In der Ruhe dieser Rauhnacht liegt die Kraft für einen erfolgsversprechenden Plan. Vielleicht sogar für einen großen Wurf. Behalte Stift und Papier bereit und warte und fühle deine Inspiration. Nun frage dich, woran werde ich im September merken, dass ich den von mir gewünschten Erfolg näher gekommen bin? Lass dich inspirieren, hör auf deine Visionen, auf deine Ideen, kreiere, bastle eine Collage, zeichne, male, lass es kommen, nicht mit Druck. Ansonsten setz dich einfach ganz entspannt in deine Meditation und hör rein, was kommt da. Lass alles zu und blockier es nicht schon von Anfang an, das ist nicht möglich. Das ist ja das Kreieren, der erste Entwurf, einfach mal reinschmeißen, was man für Ideen, nachdem man Lust und Laune hat, leben lässt und danach aussortiert. Aber da kommen wir dann morgen Nacht dazu. Ich freue mich sehr, bist du dabei. Jetzt geht es in eine Anleitung zu den Rauhnächten, in eine Anleitung des Räucherns und danach lade ich dich noch in eine 20- bis 30-minütige Meditation zum Thema der heutigen Nacht ein. Ich freue mich sehr, bist du dabei, nimmst du dir Zeit für dich. Wenn du meine Arbeit wertschätzen möchtest, wäre ich dir sehr dankbar, wenn du meinen Kanal abonnierst, deinen Freunden davon erzählst oder deinen Freunden oder einfach meinen Kanal auch teilst oder kommentierst. Ich bin dir sehr dankbar und habe große Freude, dass wir heute die 9. Nacht zusammen, die Rauhnacht, zelebrieren. Anleitung Rauhnacht-Ritual Räuchern. Ein Kalender des vergangenen Jahres kann sehr hilfreich sein, zurückzublicken, was genau in welchem Monat passiert ist, wo die Ereignisse, Erlebnisse oder Begegnungen stattgefunden haben. Also lege dir deinen Kalender mit bereit. Ich persönlich verwende ein Rauhnacht-Tagebuch. Es ist wunderbar, wenn du dies über mehrere Jahre machst, rückzublicken können, was sich da alles entwickelt hat, wie du dich weiter und dein Leben sich weiterentwickelt hat. Ein Feuerzeug ist natürlich benötigt, um die Kohle zu entzünden. Du brauchst einen Löffel, dein Räucherwerk, deine Kräuter-Rauhnacht-Mischung, deine Kräuter-Räuchermischung. Es gibt ganz viele verschiedene Mischungen. Da kannst du dich im Internet oder in Büchern schlau machen. In meiner Mischung ist meistens etwas Weihrauch dabei, Wacholder, Myrte, Myrrhe und noch viele weitere. Aber lass dich da selbst inspirieren und fühle heraus, welche Mischung für dich das genau Richtige ist. Du brauchst eine Räucherschale, eine hitzebeständige Schale
In diesem Falle ist sie aus Ton. Achte darauf, dass sie Füßchen hat, da die Schale während des Räucherns ziemlich warm werden kann. Es gibt verschiedene Größen und Dicken von Kohle. Kohle kannst du in einem esoterischen Shop kaufen, aber auch bei einem Tabakhändler. Bei dem Tabakhändler ist es wohl ein bisschen günstiger. Es gibt verschiedene Dicken, da kannst du selber entscheiden, wie lange du räuchern möchtest. Je größer die Kohle, je länger kannst du räuchern. Was aber auch zu beachten ist, je kleiner, je schwieriger das Räucherwerk wirklich auf der Kohle sauber zu platzieren. Ich empfehle dir zu achten, dass deine Kohle eine leichte Kerbe hat, so dass das Räucherwerk hier einfach zu platzieren ist. Hitzebeständiger Sand darf natürlich nicht fehlen. Der hält die Hitze der Kohle von der Schale ab und macht das Ganze sicher. Nun, das Räucherwerk entzünden. Wie geht denn das ganz genau? Also, mein Tipp ist, ich empfehle dir, den hitzebeständigen Sand ungefähr 3/4 der Schale hoch einzugießen, sodass auch hier genügend Puffer von der Kohle zu deiner Schale gegeben ist. Achte darauf, dass zwischen der Schale und der Kohle genügend Platz bleibt, nicht nur um die Wärme zu dämmen, sondern auch darum, um deine verbrannte Kräutermischung auf die Seite schieben zu können, um einen neuen Aufguss zu machen. Beim Entzünden der Kohle achte darauf, am Anfang funkt sie ziemlich, vielleicht hier wirklich über deiner Räucherschale bleiben. Ja, nicht auf leicht entzündbaren Unterlagen oder brennbaren Unterlagen vollziehen. Sobald sie entzündet ist, kannst du wie eine kleine Glutkette beobachten in deiner Kohle. Auch hier ganz wichtig, verbrenn dir nicht die Finger. Und nun geht es darum, zu warten, bis die komplette Kohle durchgehitzt ist. Und das zeigt sich, indem sie weiß wird. Hier siehst du schon, ein kleinerer Teil wird weiß. Die Kohle fängt an zu glühen, sich zu erhitzen. Und sobald die Kohle komplett durchgehitzt ist und überall weiß, wird es Zeit, mit dem Räuchern zu beginnen. Achte immer darauf, dass du nicht zu viel und nicht zu wenig deines Räucherwerkes auf die Glut legst. So ein bisschen in der Mitte, ein kleines Häufelchen ist ideal. Und auch sobald du deinen ersten Guss darauf gelegt hast, nicht mehr darin rumstochern oder nachschieben, sondern diesen Guss für diesen Moment ziehen lassen. Es ist auch wunderbar, dem Rauch einfach zuzuschauen, wie er tanzt, zu riechen, wie er dich und deinen Raum beduftet. Ganz wichtig, mit dem zweiten Aufguss erst beginnen, sobald überhaupt kein Rauch mehr aufgestiegen ist und die komplette Räucherware verbrannt ist. Danach schiebe ich die verbrannte Räucherware auf die Seite, in den Sand hinein, da glüht sie vielleicht noch ein bisschen weiter. Und auch hier siehst du, wie die Kohle komplett und vollständig glüht. Du kannst das Räuchern vor oder während deiner Meditation in dieser Rauhnacht vollziehen. Da entscheidest du, wie es für dich am angenehmsten, am stimmigsten ist. Doch ich lade dich ein, jetzt langsam in deine Meditation zu kommen. Meditation Rauhnacht. Die 9. Rauhnacht, das Thema Aufbruch in die Zukunft.
Stelle dir die Frage rückblickend auf den September des vergangenen Jahres: Was ist im September des vergangenen Jahres alles passiert? Welche Ereignisse, Erlebnisse, Begegnungen hattest du? Was war gut? Welche Erfahrungen, Ergebnisse möchte ich davon behalten und ins neue Jahr mitnehmen? Was für Hindernisse und Überwindungen habe ich in diesem Monat erfahren? Was soll im September des neuen Jahres anders sein als im vergangenen? Woran werde ich im September des neuen Jahres merken, dass ich dem von mir gewünschten Erfolg näher gekommen bin?
Du weißt, dass du dich ohne Unterlass auf die Zukunft zubewegst. Und nun kannst du den Blick endlich nach vorne richten. Wenn du in den letzten Nächten deine Bindungen an die Vergangenheit geprüft hast und dich im Zweifel auch lösen konntest, wirst du nun eine deutliche Erleichterung spüren. In dieser Nacht kannst du mit großer Freude auf die Zukunft blicken, denn dein Sinn für die Möglichkeiten ist nun geschärft und du spürst, dass ein Neuanfang möglich ist. In der Ruhe, in der Stille dieser Rauhnacht liegt die Kraft für einen erfolgversprechenden Plan, vielleicht sogar für den großen Wurf. Behalte Stift und Papier bereit, warte und fühle deine Inspiration. Auch hier ohne Druck und Erwartung, einfach kommen und geschehen lassen.
Verweile, wenn du magst, noch einen Moment in deiner Meditation. Ich verabschiede mich und lade dich ein, dich bei dir selbst, bei deinem Leben, bei deinem höheren Ich, bei dem Universum oder dem Kosmos, deinem Geistesführer, wo auch immer du deinen Dank hinrichten möchtest, zu bedanken. Führe deine Handflächen zusammen und deine Daumen vor dein Herz. Bedanke dich für deinen wunderschönen, gesunden Körper, mit dem du alles machen kannst, was du möchtest. Bedanke dich für deinen gesunden und klaren Geist, mit dem du bewusste Entscheidungen fällst und die Konsequenzen abwiegen kannst. Für dein Herz voller Wärme, Mitgefühl und Liebe, dich selbst und die Welt damit bereicherst. Und danke für dein wunderbares Leben in Reichtum und Fülle, voller Möglichkeiten, Geborgenheit und Sicherheit. Ich danke dir ganz herzlich fürs Mitmachen. Ich wünsche dir nur alles Liebe, nur das Allerbeste. Wenn du meine Arbeit wertschätzen möchtest, abonniere doch meinen Kanal oder schau weiter in das Video morgen Abend in verschiedene Meditationen auf meinem Kanal. Ich danke dir, nur das Beste für dich. Vielleicht bis morgen Abend. Namaste, deine Juli, The Golden Drop, die Achtsamkeitsschule in Zürich.